Meine Großmutter sagte, du musst viele Kaugummis an die Wand schmeißen, bis eine kleben bleibt. Nils Zdeněk Kun. Mime, originally from the Czech Republic, he studied dance and pantomime at the Prague Conservatory. He was an assistant of Professor Miloslav Lipinski, collaborated with the Laterna Magica, and has been co-founder of the ensemble Pantomima Praha. He was on tours in the USSR, Europe, USA, and other states, has been teacher of many international master classes, and had several television appearances. In 1978 he founded the Edge 4, the Center for the Performing Arts. Short after, in 1981 he founded the Edge, the School for the Performing and Visual Arts in Berlin. In 2013, he founded the Federation of European Mime, together with Adam Hallis and Bartolomej Ostapchuk, and is also its chairman. Member of the Federation of European Mime, Nils Zdeněk Kun has been the headmaster of the Edge, School of Performing Arts in Berlin and director of the Mime Department in Physical Theater, for 37 years. Wir haben in Prag, einer der ersten, die das in Prag, die Pantomime gebracht hat, war ein gewisser Ladislav Fialka. Dieser Ladislav Fialka, es gab 3 Sparten Theater, das sogenannte Theater am Geländer. Und der Fialka hat ein kleines Ensemble gehabt. Da habe ich mal erstmal eine Pantomime-Aufführung gesehen. Also 15, 16 war ich da. Und dann habe ich erfahren, dass es auch noch eine Kurse gibt über Pantomime. Das hat mich also sehr fasziniert. Ich habe mich sofort angemeldet. Und da ich ja mal also irgendwie dazu passte, hat mich der Regisseur gleich in der Commedia dell'arte als Arlecchino eingesetzt. So spielte ich also meine Sache als Arlecchino. Ja, und das hat mich dann nicht losgelassen. Ich habe dann weiter trainiert und das Ganze entwickelt und dann mal mit die Pantomima Praha gegründet. Und das war ein kleiner Ensemble, der gespielt hat in Prag und wir wurden dann oft eingeladen, auch unsere erste Reise war Österreich, dann waren wir in Berlin und so kam ich dazu. Und das hat mich seitdem nicht mehr gelassen. Ich habe angefangen dann Tanz zu studieren, habe ich aber dann gewechselt zu Pantomime, weil ich relativ klein war. Okay. Und die Ballettstangen, die russischen Ballettstangen waren auf 1,17 Meter. Ja, und ich hatte so eine Schmerzen in den Beinen bei diesen Dehnübungen, dann die Tänzerinnen zu heben, das war auch nicht gerade meine Sache. Und so bin ich also zu Pantomime gekommen. Okay. Und dann in Deutschland, also hast du eine Schule gegründet? Das ist noch eine lange Geschichte. Wir kamen durch Zufall über USA nach Berlin, weil mein Regisseur sollte also Chef des Balletts in der Deutschen Oper sein. Und ich bin ja mitgekommen und als meine Jungs wieder entweder zurück oder nach Kanada gegangen sind, bin ich in Berlin geblieben. Und da kamen Menschen zu mir und sagten, Mensch Nils, du bist auch so gut. Ich sage, ja, das schmeichelt mir natürlich sehr. Ja. Und weiter, aber davon kann ich nicht leben. Dann hat er gesagt, komm, lass uns mal eine Kurse machen. Und so haben wir eine Turnhalle gemietet. Und damals war West-Berlin eine sehr, sehr lebendige Stadt. Ja, das war die Frontstadt und da sind sehr, sehr viele Künstler aus allen Ecken gekommen. Da waren amerikanische Tänzer, die zugekommen sind und sagten, kann ich auch einen Kurs geben. Dann gab es Peruaner, die sagten, komm, lass uns Pantomime machen. Dann kamen polnische Schauspieler und sagten, können wir nicht Schauspiel machen? Und so ist zusammengewachsen etwas, was eigentlich zusammengehört. Die Verbindung der verschiedenen Künste, die nebeneinander arbeiten. Ja? Die sind nicht getrennt, sondern unsere Leute sind zum Schauspiel gegangen, Schauspieler sind zu uns gegangen
wir sind dann zur Artistik gegangen und so habe ich gegründet die Schule, die hieß Etage 4. Ja. Die habe ich lange geleitet und dann sind wir umgezogen und haben 3 Fabriketagen übereinander genommen und noch einen Laden und haben was die Etage erklärt, die Etage Schule für die darstellende und bildende Künste. Wir haben also 6 Abteilungen gehabt. Wir haben zusätzlich die bildende Kunst dazu genommen, Malerei und Bühnenbild. Und da haben wir gesagt, okay, also wenn wir haben eine kleine Bühne gehabt, ja, mit 99 Zuschauern, weil ab 100 braucht man einen Feuerwehrmann. Ja, ja kenne ich. Ja, und so haben wir also die erste Artistikschule, die ist mal, das waren Griechen, die gekommen sind, dann DDR-Leute, Spanier, ja, aus Venedig kam Giorgio Furlan, also wir waren sowas von international, da spielte überhaupt keine Rolle. Und auch die viele Künstler, die dann gekommen sind, ich nehme ein kleines Beispiel. Ja. Es kommt einer zu mir und sagte, ich heiße Valentin und ich bin der stellvertretende Direktor der Bukarester Oper. Sage ich, Valentin, bedeutet hier gar nichts. Hier musst du von vorne anfangen. Sag mal, kannst du Grundlagen des Schauspiels unterrichten für Leute, die mittelmäßig begabt sind? Sagt er, ich bin doch der stellvertretende Direktor. Sage ich, Valentin, bedeutet gar nichts. Kannst du es oder kannst du es nicht? So sagt er, okay, ich kann es. Und so kam das zusammen. Dann kamen Leute, sehr bedeutend in Polen, in Wrocław oder Breslau, war ein sehr bedeutendes Ensemble, Henryk Tomaszewski. Der kam völlig aus anderer Richtung als diese barocke, marsosche und decrousche Richtung aus Frankreich, sondern das waren Tänzer. Die haben beispielsweise letzten Abendmahl von Da Vinci nachgestellt und haben es weitergespielt. Okay. Und dann haben die das sogenannte Kugeltheater gehabt. Das waren Weltleute. Und die haben bei mir unterrichtet und so kam das alles zusammen. Und dann war ich 20 Jahre in der Hasenheide. Dann mussten wir umziehen, wegen, wie das mit Theatern ist. Theater hat immer kein Lobby, ja. Also man muss sich immer sehr durchkämpfen und wir wurden bekannter im Ausland als in Berlin. Ja? Ich war immer, habe gesagt, ich gehe in keine politische Partei. Das heißt, ich habe kein Parteibuch gehabt, was in Berlin also schon ein Hindernis ist, ja? Wenn ich das so salopp sage. Also wir waren also sehr bekannt und es kamen also wirklich die besten Leute, die nach Berlin gekommen sind, kamen zu uns und sagten, jetzt kann ich bei dir unterrichten. Da haben wir so eine Blöcke eingerichtet und so weiter und so weiter. Ich wurde dann im Management Board von FEDEC, das heißt Fédération École Supérieure de l'Art Professionnel, ja, wo alle wichtige europäischen professionellen Ausbildungsstätten für Artistik, Akrobatik, Artistik ist. Jo, und dann eines schönen Tages saßen wir in Prag bei Kaffee und da sage ich, Jungs, wir müssen uns verbinden. Die Pantomime ist sehr schwach. Ja? Wir haben kein Lobby, weil alle wollen irgendwie Contemporary Dance machen oder Physical Movement, aber sie wollen Pantomime. Für sie ist Pantomime irgendwas, was endete mit Marcel Marceau. Das ist Blödsinn. Und wir haben dann die Europäische Mimenföderation gegründet zwischen Berlin, Prag, Warschau. In welchem Jahr hast du das gegründet? Na, wir 3 haben das gegründet. Ich habe die Idee gehabt, weil ich aus FEDEC das kannte, sagte, wir Mimen müssen wir uns verbinden. Und Prag hat an der Hochschule der Künste eine Abteilung des nonverbalen und physikalischen Theaters, was heute also Adam leitet. Ja. Und in Warschau war eine sehr wichtige Organisation, das der Ostaptschuk,
Bartolomé gegründet hat und wir drei haben wir Ja. diese Föderation gegründet. Früher im Osten gab es so eine, so wie Giro Italia oder Tour de France, gab es Friedensfahrt. Ja. Die gab es immer so, einmal hat das angefangen in Berlin, dann ging es über Prag, über Warschau und endete wieder Berlin. Und nächstes Jahr war das also von Prag und so weiter. Da habe ich gesagt, okay, wir machen in jedem von diesen Städten ein Festival. Okay. Ich sage, okay, wie machen wir diesen Festival? Dann sagt er, wir machen Studentenaustausch, Lehreraustausch und Programm, verschiedene Programme. Ja. Und so haben wir sich, also aus allen Ländern sind Leute gekommen, Schüler, Studenten. Wir haben vormittags Workshops gemacht, ja, für die und Weiterbildung. Abends haben die um 18 Uhr haben die Schüler Vorstellungen gemacht und 21 Uhr haben wir Profis eingeladen, die da professionelle Aufführungen gingen. Mit diesem Festival haben wir in Prag angefangen, 2014. Dann sind wir nach Prag gegangen, 15. Dann sind wir nach Warschau gegangen. Dann haben wir noch die russischen Kollegen eingebunden, haben das in St. Petersburg gemacht. Von St. Petersburg ging das weiter in die Slowakei, dem Pan-Festival, und dann kam die Pandemie. Okay. Gott sei Dank haben wir dieses Jahr wieder die Sache fortgesetzt und Mai, wie sich das nennt, dieser Festival in Prag wieder veranstaltet. Das ist sehr wichtig, weil die Menschen sehen heute sehr wenig Pantomime. Und sie kann sich auch keine Vorstellung machen. Deswegen ist diese Kunst sozusagen vernachlässigt. Und es ist sehr wichtig, so eine Veranstaltungen wie du es magst, ja, zusammen mit Theater Aperitivo und diese ganze Initiative ist sehr, sehr wichtig für unsere Kunst. Und eben auch die Verbindung zur Musik, ja, als verwandte Kunstart, alles, was nicht am Wort gebunden ist, gehört im Grunde genommen zusammen. Und ich freue mich sehr darüber, dass ihr diese Initiative unternommen habt. Und ich werde mich natürlich gerne mal einsetzen und auch versuchen, meine Kollegen da zu überzeugen. Ja, ja. Natürlich haben das die Kollegen momentan sehr schwer. Sie haben 2,5 Jahre Pandemie hinter sich, ja. Natürlich. Sie haben also eine Durchstrecke. Und sie müssen jetzt natürlich weniger um Organisation, sondern wie sie wieder auf die Beine kommen. Elisa, es ist so wichtig, dass es Menschen gibt, die sowas versuchen. Weil du weißt ja, diese Sachen hängen meist von einer Person, ja. Da gibt es viele, die dann sagen, ja, das ist eine gute Idee, ich habe aber keine Zeit. Ja, so ungefähr. Sowas braucht man nicht. Also, es ist sehr wichtig, dass diese Kraft aufzubringen. So eine Veranstaltung aufzubringen, kann sich keiner, der sowas nicht gemacht hat, vorstellen. Das ist Enthusiasmus, das ist Besessenheit und man muss immer ein bisschen crazy sein, wenn man sowas macht. Ja? Bin ich einverstanden, ja, ja. Das bestimmt, ja. Du hast mich gestern gefragt, ob ich mal eine irgendwelche Anekdote kenne. Ja? Also wenn eine sehr lustigen Sachen ist, wenn du mal längere Zeit spielst, man nennt sowas eine Schnur. Ja? Beispielsweise Benelux-Länder. Ja? Da spielst du also jeden zweiten Tag in einer anderen Stadt, ja? Ja. Vor anderem Publikum. Und am Ende, wenn die letzte Aufführung ist, dann sagen sich die Schauspieler, jetzt machen wir uns Gaudi. Bei uns nannte man das die kanadische Nacht. Ja? Und es ist also unerwartete Sachen passieren. Ich spielte zum Beispiel eine Rolle, wo ich einen Koffer hatte. Und dieser Koffer war beklebt, verschiedene Städte und so weiter. Und mit diesem Koffer also sollte ich das spielen.
Komme ich dahin, will ich meinen Koffer nehmen, geht er nicht. Haben die mir den auf dem Boden eingenagelt. Ah, ja. Und in dem Moment kam auf der anderen Seite der Bühne ein Kollege, der war genauso angezogen wie ich, mit dem Koffer und hat meine Rolle gespielt. Da habe ich mal geguckt, wie ich von der Bühne wegkomme. Ja? Ich habe ihn dann aber natürlich spielen lassen. Ja? Ja, ja, ja. Ich will ja nur dazu sagen, dass es immer noch Leute gibt, die die Kunst der Pantomime pflegen. Aha. Und klassische Sachen machen. Eins davon ist in Prag ein Radim Vizvari. Radim ist also jetzt ein künstlerischer Direktor der Laterna Magica, falls das dem Publikum was sagt. Also Laterna Magica verbindet Film und Bewegung. Ja, das ist ein Teil des Nationaltheaters. Das ist meiner Meinung nach einer der besten momentan europäischen Pantomimen. Dann nicht zu vergessen Kollegen Boudica und Neander, die letzten Assistenten von Marcel Marceau, die immer noch die Kunst der Pantomime in Deutschland pflegen und sind ausgezeichnete Jungs. Es gibt in Südamerika Leute, es gibt in Indien Leute, Ja. es gibt es auch in Frankreich, es gibt auch London Mime Festival. Und Ja. es gibt etliche, man muss das wieder erwecken. Ja. Ja. Vielleicht will ich zu Ende noch eine Sache sagen. Im Jahre 1982, Ja. 62 war in Berlin ein Pantomimenfestival. Der wurde veranstaltet von Marcel Marceau und der deutschen Ausdrucktänzerin Mary Wigman, die den sogenannten Barfußtanz gefunden hat. Und am Eröffnung sagte sie folgenden Satz: Pantomime. Pantomime ist nur ein Schritt zum Tanz, ein Schritt zum Schauspiel. Sie greift in beide Gebiete an, von ihnen empfangend und sie zu befruchtend. Eine selbstständige Kunstart, die nicht am Wort und Ton verbündet, nicht am Wort und Ton gebunden ist, die sich des Gesetzen des menschlichen Körpers bedient. Ja. Ihr müsst euch mal das vorstellen, das ist wie eine Sonnenblume. Mitte der Sonnenblume ist also die Pantomime, die Bewegung und Mimik und Gestik des Körpers. Und rundherum ist die Blätter, sind die verwandten Gebiete wie Tanz, wie Schauspiel, wie Musical, wie Musik und so weiter. Und diese Vorstellung von dieser Sonnenblume prägt also meine Einstellung. Ja, ich bin einverstanden, das stimmt. Ja, super, gut, ich danke dir noch. Ich danke dir auch, meine Liebe. Ja? Ja, ja. Vielen Dank und schönen Nachmittag noch. Ja? Dir auch, dir auch. Ciao. Ciao, Nils. Ciao. Ciao, ciao.